Alter! Wer hat den Ofen angelassen? Junge, Junge, es ist heiß hier unten, war. Aber gut, es ist auch unterhalb des Todesbergs. Zurück bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und es geht mit uns hier und natürlich mit Yunobo im Schlepptau weiter zum... eigentlich auf Suche nach Zelda. Aber wir wissen ja im Prinzip, dass es ja auch weitergeht in Richtung des Feuertempels. Muss fast so sein. Und in der letzten Folge haben wir noch ein bisschen hier die Lichtwurzeln im Untergrund ein bisschen angefacht, ne? So ein bisschen rumgeflogen und so, haben diesen jenes gesehen, auch dass hier eben noch so ein Leunel ist, den wir begrüßt haben, sag jetzt mal so. Und ja, jetzt aber uns wieder vermehrt in die Story widmen natürlich. Zumindest so weit, dass wir uns mal auf den Weg machen zum Feuertempel. Oder außer da wäre eh da durch, ne? Die Starten weisen uns ja auch schon den Weg. Ist so schnell, weiß ich jetzt zwar auch nicht, aber okay. Das ist ein bisschen sehr auffällig hier, die große leere Fläche. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so, aber gut. Oha. Wo ist ein Feind? Das Schwert reagiert. Irgendwo hat es Miasma-Feinde. Gut, das ist jetzt der Kleine hier. Der kleine Lümmel hier. Bei mir. Dass er jetzt anfängt zu keuchen und zu schnaufen, verstehe ich. Hä? Die Gegner sind wieder weg. Dort hat aufgehört. Ja, man natürlich doch bergauf, also wer da nicht keuchen muss. Schon wieder. Er ist nie oben. Da liegt sie am Miasma. Ja, aber nicht nur. Das müssen wir nochmal üben, Kumpel. Jetzt komm ich! Auf geht's! Rolling, rolling, rolling. Und los geht's! Bin da, wer noch? Hey, du da. Lange Lulatsch. Was? Scheiß Master-Schwert, ey. Geht schon. Das glaube ich einfach nicht, ey. Gut abgewehrt, Yunobo. Yunobo, ey. Der gar keinen Bock auf die Viecher. Na, cooler Schild, wa? Junge, Yunobo, kannst du mich mal angreifen lassen? Aua. Nee, das tat weh. Das tat schon wieder weh. Immer solche Grobiane hier. Du, 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 du. So, sehr schön. Ja, Felshämmerer und so haben wir hier zwar, aber die habe ich ja auch. Sogar noch mit Yunobo im Schlepp dann noch ein bisschen Sonanium farmen können. Oh, und einer überlebt. Das ist
gesagt, er hat sich versteckt, die Sau. Na komm. Und immer schön auf die Fresse, wie es gehört. Königsschwert wäre sowieso verrostet, obwohl sie unten liegt. Das ist auch wieder ein anderes Thema. So, dann. Ja, ich glaube, es passt, war. Inobu, weiter geht's im Text. Mit dem Teil. Obwohl. Jetzt komme ich! Jetzt Noch eine Kiste. So. Ja, gut. Haltbarkeit ist zwar cool, aber 24er Stärke haben wir hier zwar auch drauf. Da ist noch ein 20er Stärke. Obwohl noch heißt, sie hätte die Truhe nicht mitgenommen, wa? So. und los! Angriff! Schön. Oh, der will da rüber. Okay. Fast 500. Sehr gut. Komm her, Junge. Auf geht's! Jetzt wird die Kohle! Und ganz ehrlich gesagt, scheint mir das eigentlich der richtige Weg zu sein. Nicht den Weg, den die mir ihnen zeigen wollen. Und los! Angriff! Oh, dann wäre das hier der andere Weg. Ah, okay. Von da käme ich sonst. Okay, das wirkt auch ein bisschen wie eine Falle. Auf geht's! Noch eine schicke Kiste. Ich weiß auch nicht, die Materialien drin sind nicht unbedingt so gewaltig. Was ich mal noch machen könnte bei der Gelegenheit, weil ich einen Steinspalter dabei habe. Ja, genau. Genau das wollte ich jetzt machen. Epona-Ruf. Nein. So. Gut, der hat uns dann hier durchgeführt. Jetzt komme ich! Angriff! Ja, fast. Und los! Springen kann er mit dem Weltmeister, muss ich ihm lassen. Jetzt wird die Kohle! Was? Was hat er gerade gesagt? Jetzt wird gekullert. Auf geht's! Angriff! Und los! Das ist noch eine Truhe.
Dieser Zwang, alles Ludio mitzunehmen. Schlimm. War mal der Ausbeute. So, was haben wir hier noch Schönes? Nix nach der Null, ne? Ich überlege schon die ganze Zeit, woran mich diese Statuen erinnern. Jetzt habe ich es von Goronen. Jetzt fällt es mir plötzlich auf. Es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit den Yeti aus Twilight Princess. Ist so ein bisschen entfernt, das erinnert mich zwar auch an den einen oder anderen Goronen aus Twilight Princess tatsächlich. Und sogar eine Endboss irgendwie, das sah so ähnlich aus. Jetzt komm ich! Ja, da hoch geht natürlich nur im Ding dran. Dem Hauerball würde die da ankriegen. Oh, Auf geht's! noch so ein paar von denen. Und los! Aua! Immer schön in die Fresse, wa? Kann man. Hörst du auch mal auf mit dem Ausschlagen? Junge, Junge. Das ist ein Agro-Heinz. So. Gut, die noch silberne, ne? Die halten ein bisschen mehr aus. Ein silberner. Die machen doch mitunter ganz schön Damage, muss ich leider zugeben. Ich werde mal kurz wieder ein bisschen heilen, war mit Soul-Dampffleisch. Na komm. Angriffsboost, warum nicht? Das ist nur Stufe 1. Und die Doppelkombo. Bam, bams, bams. Bams, die Bams. Wo ist er hin? Sonanium. Na egal. Ich habe hier noch genug. Nee, falsch. Ich wollte. Wo bist du hier? Das Ding? Königsschwert leider auch zerfressen. Aber wenn man sich eben fragen kann, warum sind die Schwerter im Untergrund zerfressen? Das macht eigentlich nicht viel Sinn. Aber gut. Und es zerbricht jetzt. Ich rege immer nach dem dritten Schlag, ne? Wenn es heißt, oh, zerbricht gleich, hast du noch 2 Schläge vor dir. 3 in dem Sinne. Gut, 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 gut. Ja, wie gesagt, er führt uns in eine ganz seltsame Richtung tatsächlich. Das heißt seltsam, geht auf eine andere Richtung. War nochmal eigentlich mehr da vorhin rausgekommen, soll er irgendwie dass ich da entlang gehe. Na gut. Wird schon so eine Richtigkeit haben und irgendwie auch Sinn machen.
Wieder mal eine Mine. Lange keine mehr gesehen. Das ist eine Eldi-Mine. Autorisierung erfolgreich. Guten Tag, Meister. Sie wünschen. Ach du, ich wünsche so viel. Ja, füll mal auf hier. Als ob er schon genug hätte, um irgendwie groß was hier zu machen. Ja, vielleicht hier. So, immerhin können wir jetzt die Batterie schon mal einmal erweitern. Finde ich schon krass, dass ein großes Nanium so 30 von den so noch Energiekristallen gibt. Die liegen hier schon wieder. So, aber Dinger sind keine hier, wa? Ein paar Jägers. Ah doch, einer. Ja, aber auch den muss es geben, wa? Steinspall nochmal einen, gut. Ist dann rostiger, aber hey, nehmen wir trotzdem gerne. Mit der mehr Angriffsplus Plus drauf, das ist auch cool. So. Diese Hitze, ja, schlimm war. Huh? Ah, Was? Wir von der Jägerbande sind inkognito unterwegs, um dich Kanaile, einfach kalt zu machen. Mit des Glutheißen Todes, sagt die ohne Anti-Feuerrüstung. Knalltüten, ey. Das mache ich mittlerweile schon im Ultra-Instinkt. Oh. Röst Schwertbananen. Ja, gut, da war ich ein bisschen langsam. Aber ist egal. Hat es noch jemand, der uns eine Steinplatte, also einen Bauplan gibt? Ah, hier ist einer. Vorhin gar nicht gesehen, Entschuldigung. Autorisierung erfolgreich. Willkommen. Bauplan, Steinplatte, wer gibt's? Kampfflammenwerfer. Warum nicht? Kann man alles machen. Von Nutzen sein werden. Ganz alleine hier unterwegs oder was? Ich war gerade kurz irritiert, weil ich dachte, ich hätte irgendwie einen Krog gehört. Und dachte so, hä, im Untergrund und vor allem hier? Eher weniger. Andererseits liegt der Deko-Wald direkt neben den, also der Wald der Krogs liegt direkt neben MG von Eldin. Das ist eh ein bisschen creepy. Kann
mir doch hier im Verlauf der Story, gerade hier um Eldin, dann relativ viele Energiekristalle. Cool wäre schon. Weil wir relativ schnell meine Gürtel voll haben. Das heißt, uns fehlen ja eigentlich insgesamt noch 400 Energiekristalle. Für 4 Batterien. 100 haben wir schon mal. Rest von 300 zur Not halt über die großen Energiekristalle. Beziehungsweise das große Vanadium, wenn die halt ein bisschen duplizieren, ne? Mit dem altbekannten Duplizierungsglitch im Flug einfach die Dinge aus dem Inventar schmeißen. Das kennen wir noch aus den frühesten Versionen, da ich eben noch die Version 1.11, glaube ich, habe. Also eine der frühesten. Und eigentlich sonst kein Problem mit dem Gameplay und so haben, warum soll ich updaten? Also von dem her. Sonst nicht unbedingt derjenige, der oft Glitches und so nutzt. Der hat hier im Zuge des Let's Plays habe jetzt kaum irgendwas in der Richtung genutzt. Aber so ab und zu, gerade wenn du denkst, jetzt würdest du gerne irgendwie was upgraden und da fehlen Materialien, oh, das war elegant, Link. Finde ich es halt doch noch, ja, was heißt cool, was heißt lustig und interessant. Notwendig natürlich auch nicht, aber da finde ich es halt legitim, sowas zu machen, sagen wir es mal so. Okay, aber ansonsten durchaus ein interessanter Ausflug hier. Viele Irrlichter, ich muss den ganzen anderen Statuen noch finden. So, der Weg, den ich gehe, ist ja eigentlich auch nicht so verkehrt, ne? Nun spackt wieder ein bisschen herum, keine Ahnung, was bei ihm los ist. Ja, hier ist ein bisschen heiß, ne? Ja gut, ja, die Statuen logischerweise haben mich jetzt nicht zum Tempel geführt, wo es zunächst so aussah. Und sie machen das, was die ganzen anderen Statuen auch immer getan haben, sie führen mich zu den Ruinen. Beziehungsweise verlassenen Minen, besser gesagt. Und das haben sie auch. Also ein Soldaten-Zweihänder, ja, der ist zwar schick und so, aber noch eher Königswaffen tatsächlich. Ich wollte gerade fragen, wo bist du überhaupt abgeblieben, Junge? Da ist er ja. Okay, verstehe, worauf das hinaus soll. So viel halten die ja nicht aus, wa? Vor allem hier drin nicht, weil es natürlich doof, ich kann das Zeug nicht mitnehmen. Also nein, theoretisch schon, aber komm. So nötig habe ich es noch nicht. Großonanium, yes.
Oder 2 zum Duplizieren. So, da oben haben wir was gesehen. War aber nicht sicher, ob es eine Statue war oder ein paar Irrlichter. Irrlichter, ne? Ja, noch weniger, so 20er. Ja, 5 sogar nur. Also ein großer, aber halt kein sehr großer. So, falls wieder wer fragt, wo ich überhaupt bin. Ich bin da, wo ich vorhin abgebogen bin. Also bin dann da vorhin hochgelaufen und dann bin ich aber dahin abgebogen, weil ich der Statue folgen wollte. Eine gepanzerte Variante und die können wir natürlich auch sehr gerne. Oh, sogar die Sorte. Gepanzert und silbern. Die sind auch der Schaden, dachte schon. Was trägst du eigentlich so ein Tsunami-Schild bei dir? Noch einen massiven. Bin ich jetzt voll nicht okay, Kumpel. So ein massiven Tsunami-Schild. Aber nicht in Ordnung, ich bin fast am Arsch. Junge, Junge. Soll ich überhaupt noch großartig was nehmen oder riskiere ich? Ich meine, ich habe noch 5 Feen. Ich glaube, riskier's. No risk, no fun, Freunde. Königsschwert, natürlich auch alles in mir am Arsch. Und ich kam von da, ja, da hat's ein bisschen was. So, normalerweise markiere ich immer noch die Orte, wo ich hier was finde. Aber die ganze Zeit nicht gemacht, weil ich irgendwie, weil dann schon im Story-Modus drin war. Spaß mit den Gedanken zu wegen, ja, jetzt bin ich in der Story dran und deswegen finde ich hier eh nicht sowas, weil ich nicht auf der Suche danach bin. Aber ja, sind halt trotzdem ein paar hier. So, wenn man da drüben noch geht, also die ganzen Patrouillen, das sind wieder silberne. Gepanzerte sind so blaue darunter. Ja, komm. Ein anderes Mal. So. Wenn wir sagen, Yunobo, let's go. Aber sowas von. Ich habe natürlich den Weg schon frei gemacht, ich bin den ganzen Weg nochmal zurückgelatscht. Aber eigentlich würde es jetzt hier durchgehen, vielleicht die ganzen Typen hier runterholen. Das ist eine Option natürlich da vorne. Den Weg frei bomben. Dann wären wir auch schon hier. Ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie schnell ich Novos Fähigkeiten wieder reaktivieren kann. Ups. Die Schienen sind im Weg, wa? Ja, ihr kennt's.
Holzpfeile, sehr, sehr gerne. Das haben so Viecher eigentlich leuchtsam bei sich. Verstehe ich nicht. Booms. Booms Fallera. Und dann natürlich hier noch wieder wegbomsen. Wertvolles Sonanium, obwohl mir wie gesagt groß ja lieber wäre. So. Schlemmersteine, da haben wir kein Interesse daran. Und die Frage direkt hier weiter. Eigentlich wirkt es sehr so, als müsste ich hier durch, ne? Von hierher kommen wäre eher schwierig gewesen tatsächlich. Aber irgendwie auch von den Farben her und so, das erinnert mich ein bisschen an den Feuertempel aus Skyward Sword. Gefällt mir. So, jetzt auch ein bisschen Story. Feuertempel, der vergessene Stadt Gyropolis. Oh, da ist die. Aber wie gesagt, von Gyropolis war in früheren Spielen nie die Rede. Also von dem her, die Vergangenheit von Tears of the Kingdom. Oh. Hä? Habe ich Stimme nicht gehört, aber weiter von hier? Ich kann sagen, die Vergangenheit von Tears of the Kingdom, die wir schon erlebt haben, da hier Gyropolis und so dazugehört, also das Ganze, das muss, sag jetzt mal, vorher gewesen sein. Also vorher gewesen sein im Sinne von, natürlich schon vor Breath of the Wild und so, ist ja alles klar, aber es kann eigentlich von der Story her, von der Geschichte her, nicht irgendwie in einem anderen Spiel, außer in Breath of the Wild und so gewesen sein, weil ja nach Ocarina of Time, Twilight Prince und so nie von Gyropolis gehört. Was ist das bloß für ein Ding? Was hat sie unter dem Todesberg zu suchen? Hm? Da ist das Zelda, schon wieder. Prinzessin, wartet, bitte, ich muss auch was fragen. Was zum Zelda? Das war ein Fake, Yunobo, weißt du schon. So, ich warte eigentlich auf den Teleportpunkt, Leute, ganz ehrlich gesagt, damit ich hier wieder raus kann nachher. Ich bin zwar schon mitten im Feuertempel. Vielleicht muss ich mal mit Yunobos Hilfe ein ganz kurzes Ding aufbrechen. Mal kurz reingehen zum Gucken. Weiß wir nachher sowieso gleich die Story getriggert. Das kennen wir ja. Komm, wisst ihr was? Wir machen es anders. Das ist soweit so schön ja gut. Allein schon von die Folge muss ich eigentlich jetzt beenden. Aber es geht auch darum, dass ich ja mir noch ein bisschen vorbereiten wollte. Also erstmal natürlich zurück zu heilen. Ich würde gerne die Rüstung noch komplett auf Stufe 2 kriegen. Das alles, weil ich bin momentan schon sehr schwach unterwegs. Und das zum Beispiel jetzt ablege. Nackig rumlatsche. Okay, klappt sogar. Warte mal, ganz kurz mal testen. Das geht auch noch. Ach, eh nur Brandschutz 1, war Schutz 2. Wofür brauche ich eigentlich immer Schutz 2? Frage mich gerade. Dann kann ich ja theoretisch auch sagen, hey, die Feuerhose. Zieh das Cap hier, damit es ein bisschen cooler ist. Natürlich unser Standard starkes Ding.
Ja, eigentlich nur die Anti-Feuerhose, damit ich halt nicht, damit meine Füße keine Feuer fangen. Wäre eine Variante. Aber nein, ich will ja alles hier mindestens Stufe 2 haben. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Löschechsen, die ich dann noch farmen muss. Am besten mal noch offscreen. Und ja, dann war halt die Idee, die ich eigentlich ursprünglich hatte, von wegen Umgebungskarte. Ah, hier. Die ich ursprünglich hatte, ob ich vielleicht hier eben noch ein bisschen was anderes machen soll. Von unserem Tempel kümmern. Nicht allzu lange, aber trotzdem irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch ein paar Schreine. Gut, darüber kann es auch streiten. Oder irgendwie noch ein paar Sidequests abschließen. Zum Beispiel das Ding hier. Das werden wir auch mal testen, wieder neu laden, wenn es funktionieren sollte. Das ist dann relativ cool. Die Dinge hier können wir eigentlich auch mal noch machen. Ja, muss mal gucken. Dann machen wir ein paar Gedanken, Freunde, bis zum nächsten Mal, weil ich werde noch Ding machen. Eine längere Pause bis dahin wieder, weil ich jetzt ein paar sehr viele Folgen auf einmal aufgenommen habe. So. Aber ja, also sicher mal in der ersten Folge erstmal zu den Oberfläche, Rüstung upgraden und vor allem Pen mich wieder erholen. Das ist ganz wichtig. Und dann gucken wir mal, ob wir direkt einen Tempel machen oder vielleicht nach 1, 2 Folgen was anderes machen. Ja, seid gespannt, wa? Der Yunobo ist es sowieso, weil er will ja wissen, was hier abgeht, ne? Und wir im Prinzip auch. Irgendwie. Auf eine schräge Art und Weise. Bis dahin, ciao zusammen.